Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Ein Thema, das ich noch gar nicht abgegriffen habe, was mir so abgefallen ist, wo ich meine Notizen geblättert tun. Auch wahrscheinlich, weil es ein ziemlich großes Thema ist. Das Thema Magie. Ich werde wahrscheinlich noch mehr wie Podcast machen, aber ich will einfach mal eine kleine Tour durchmachen und auch Punkt dabei speziell herausheben, dem ich das öfter begegnet sehe, wo wir eine Zeit lang raus war, an den komischerweise an einer Formation, die ich mache, abgegriffen habe. Also die von der Formation wissen nicht von meinen Erfahrungen, was das betrifft. Ich fand immer so spannend, wenn so Sachen, so Zufälle geschehen, dass ich dann immer um so Sachen gerät. Auch da, also für den Anfang vielleicht ganz interessant, dass ich einfach mal eine Tour mache, wie das eigentlich bei mir mit der Magie ausgesehen hat. Das heißt, wo ich angefangen habe, mich mit den Sachen zu befassen, war die Magie nicht direkt an erster Stelle mein Punkt. Das heißt, war eben einfach durch die Erziehungsmethode, die wir hatten, war mein Fokus am Anfang echt um kleine Volk, ob der Verstorbenen und so weiter. Und natürlich entwickelt den das weiter und irgendwie kennt ihn dann unter Team. Wie ich kann feststellen, dass an der Zeit, wo ich bis zu noch gerodet sind, meine Mama hat natürlich auch schon probiert, ein bisschen viel Arbeit zu leisten. Also aber natürlich nicht das, wo Bücher gehen zu dem Thema, wie das heute der Fall ist. Und sich, das einzige Buch, was das Thema abgeholt hat, was Magie betrifft, an dem Moment, beziehungsweise was am Mengenhand war das von Franz Bauder. Auch heute, wenn die Geräte, die mir all eingesessen sozusagen, die NRW sind, dann gehört Bauder sein Buch zu einem von den Büchern, die am meisten angesetzt sind, wo die Leute auch, also von denen, auch nach so ein, ja, das muss ich gelesen haben, wenn ich sich mit Magie befasst. Mich persönlich schon verschiedene Sachen darüber gesteuert. Und meine Mama hat auch damals, wo sie die Bücher gehen hat, war das nicht, dass sie gesagt hat, das muss ich gelesen haben, das war im Sinne von, liest das dort dann mit einem kritischen Blick drauf und macht euch ein bisschen eher Gedanken und dann guckt ihr, ob das wirklich etwas ist, was ihr so sieht oder nicht. Ich werde auch ein bisschen darüber gehen, was die Erfahrungen davon sind. Das Buch heißt, am Deutschen heißt es Der Weg zum wahren Adepten. Und es geht ganz viel darum, unter anderem Kontrolle über die Wesenheit zu haben, die ihn ersetzt, für seine Magie wirken zu lassen. Ich muss sagen, persönlich, allein wenn man schon immer dem Wort «wahr» kennt, das ist wie von «justien wo ich an Hand» und da fängt man schon mal echt vor zu stellen. Den zweiten Punkt, der natürlich für mich ein Ding spielt, das, sobald es darum geht, die Wesenheiten zu kontrollieren und zu mengen, du per Force müssen etwas umzusetzen, sonst machen das ist ein Schuss, den irgendwie in den Hand losgeht. Ich selber habe das Buch gelesen, habe nicht irgendwie auf die Zeit gehört und habe gesagt, okay, jedem das seine, aber das ist mindestens nicht irgendwie, ich weiß mich das nicht an. Ich hatte einen Mann, den das durchgezogen hat, und den hat ziemlich größenwahnsinnig zig gewesen. Übrigens habe ich das öfter begegnet sehen. Das heißt, wenn ich Leute mitgelebt habe, die das Buch gelesen haben oder das wollten umsetzen, dann hat man immer so die Problematik von wegen, entweder haben die Leute angefangen, Albträume zu machen oder sie größenwahnsinnig gehen. Mir bis dazwischen, ich will nicht so, dass es der Leute nicht gehen, mir bis dazwischen, dass man nicht wirklich über den Weg laufen. Dann sind ich, wie ich immer so schön so, aus meinem alterlichen, magischen und esoterischen Nacht ausgeklommen, also nicht ausgeklommen, aber ich schon, weil du ein bisschen gesehen habe, schon einen kennengelernt, den hat man dann Bischof vom Duval an den Grab gedreht. Auch von der Stibis Haut und nicht alle guten durch schon, sind echt Grundlagen daran, etwas, was mich viel mehr ausschwätzt, was Magie betrifft. Was war der Punkt drunter? Das darum gegangen zu erklären, dass Ritual alles schön und gut sind, mir das Hilfsmethode sind. Und dass die Basis von der Magie, die Mutter der Magie, wie ihn genannt wird, das wird Gedankenstille. Also Gehirn und Gedanken zurückzukriegen. Was ich schon echt spannend fand, weil du viel mehr an die Richtung gegangen ist, dass immer für dich und sich geschafft hat, für die Magie auch können umzusetzen, wie das es den Dingen gegangen als Magie per Force zu wollen anzusetzen, an mit Leuten irgendwelches zu irgendetwas zu forcieren oder Energie in eine Richtung zu zwingen, ohne sich eigentlich Gedanken zu machen, ob die Verhandlung richtig für wäre.
ab do hat dat auch ganz viel durchforen war dat so ein bisschen durchwurst. Das heißt, ist schon so Menge Sache gemäht, ist mal so minimal Rituale gemäht. Ich war nie den Großrituale gemäht hat. Schon mal dann dabei geguckt. An Zwischenzeit hat den Bücher wie den Vater VD, also VD, die ganz viel über zeremonielle Magie schwätzt. Das heißt, das ist nicht einfach nur ein Ritual, mehr ein Ritual, was die während einer gewissen Zeit so oft wiederhält. Und auf der anderen Seite waren die Befürworter von der Dingen, von der Idee, von wie sie früher gesagt, das ist vielleicht nur für die heutige Leute nicht unbedingt so verständlich, aber solange eine Magie nicht plakisch an einer Telefonzelle kann machen, dann darf sie nicht. Persönlich will ich mich da ein bisschen zurücklehnen, also all die von der heute sehr gut ist, muss ich just wissen, wie ihr was ersetzt. Es ist persönlich auch der Meinung, dass die Magie muss können ab dem Punkt so ersetzen. Zack. Das heißt, wirklich mit der mentalen Force der Hand zu gehen, für die Energien an die Richtung zu lenken. Ich gehe noch mal kurz an, was das für Magie und sich, wie ich die Sache gesehen. Weil von der Stelle ich wieder vor einem Auto, und ich könnt es geschieht gerade etwas für uns, der gerot vielleicht das ist für uns geschieht ein Accident, der muss rauskommen, der will den Schutzkreis absetzen, da geht es nicht nach, dass er nach 6 Kerzen auffängt, dann er Kreis zieht, da muss die Sache so funktionieren, direkt auf der Platz. Hier steht das, was nur ihr seht, so ist schon ein großes Ziel für uns an und ich will da wirklich Energie daran investieren, dass ihr da kein zeremoniell Magie soll machen, also und ihr das muss auch so funktionieren, nee, das ist eine Menge andere Sachen. Gehen doch so Sachen dazwischen, ja, so Sachen dazwischen gehen auch. Da kommen wir auch ein ganz anderer Punkt. Das ist oft an denen, die an der Richtung waren von dem, was auch als Heichmagie betitelt wird. Das ist nämlich so ein Ausdruck, die Schule der hohen Magie, das sind die ganzen Dinge, mit den ganzen, also ich weiß mal nicht von Ritualen, aber wirklich von Zeremonien, die dann, ob manchmal an der Zeit, am Moment, gerade nicht mehr leid, dass ich wirklich kann sagen, ich weiß, auf welche Richtung es Leute gehen, mit die Leute, die dann die hohe Magie gelehrt haben, die haben alles anderes für niederes gehalten, also so ein bisschen wie die Waschi, der kennt nie und dieselben Kräfte gerade wie mehr. Und nun hat sich das Wort Küchenmagie entwickelt. Das sind die Leute, die auch hier gehen, wenn sie mal ein Ritual machen, also nicht hier in Deutsch bei Hand, da kann auch mal Küchenmesstränke sehr geweiht gehen, an dafür angesagt gehen. Den Zahnbüchbecher kann genauso gut als Kelch mal ein durchhalten, wer besonders ist. Ich persönlich ein bisschen von beiden, sagen wir mal so. Also das ist schon mal gerne einen schönen Dolch, eine schöne Kälte, das für und so weiter. Aber ich bin mir einfach bewusst, dass wenn ich wirklich selbst brauche, dass ich dann einfach auch kann, mit anderen Sachen schaffen. Da will ich gleich immer ein bisschen auf den Sir Terry Pratchett hinweisen an seinen Bücher von der Scheibenwelt, weil hier schwätzt du Hexen und die sind nochmal an den Shop de Kassel sich gegangen, für dann Dämonen abzurufen und dann ist das so hüpp gegangen, weil eben noch nicht die Zeit da vielleicht auf dem Moment da war, weil Doma Wetterwachs echt auf dem Punkt war, Kopfologie zu machen, also gesunde Menschenverstand. Das heißt, das Thema Magie ist extrem groß. Was ist eigentlich Magie und sich? Ich weiß, das ganz komplett so Magie, das ist die Energie, die da immer liegt. Nee, definitiv, also auch mit dem, was ich in der Zwischenzeit so von anderen Richtungen so mitkriege, Magie ist da bist mit den Energien. Das heißt, den Duval, hier schwätzt carrément von der Energie von Haute. Das war an den 80er Jahren auch 4, weil dem Duval sein Buch über 100 Jahre in der Zwischenzeit wo das als Dinge war, Haute wird ganz viel mit Atem, also mit Atem zu dienen, anders insofern eine Verbindung eben mit dem, was die Welt zum Leben bringt, sozusagen. An den fernöstlichen Richtungen schwätzt man natürlich davon Qi oder Qi, das ist unser Standarddenken, und effektiv die Energien rituell oder mental an eine Richtung zu leiten, ob ein Ziel hinzulegen, das ist unsere Stadt, was Magie ist. Denn Duval geht auch weiter, seht, holt das Wort Imagination, das Wort Magie dran, das ist durch eine Visualisation, also eine Imagination, was ihr euch vorstellen könnt ihr die Energien in die Richtung leiten, für das global auszurechnen. Das ist nicht an einem Satz Magie komplett erklärt.
Und dann haben wir natürlich noch all die Techniken, wo einer Systeme arbeiten. Das heißt, die Leute, die brauchen ganze Kopf Sachen am Anfang, also am Sinn von, dass ganz viele Leute von den 4 Elementen schwätzen, für an der Magie anzusetzen, das wir dann auch in der berühmten Geschichte mit dem Schutzkreis. Es sind Leute, die verschiedene Sachen, wie zum Beispiel ein Tarot gebrauchen, für hier Visualisation zu unterstützen, für Magie zu machen. Andere Leute schaffen mit Räucherungen, mit Kräuter, auch mit den Symboliken von Blumen, von Pflanzen, von allen möglichen Symbolen. Eine Sorte von Magie, die ich für mein Leben gerne mache, als zigile Magie, weil die Gedanken eigentlich das, was man als Hai auf einem Beta-Denken vorstellen, wirklich an der Schwingung zu erhöhen, dass man an Theta-Wellen oder Gamma-Wellen sind, von welchen für das Bild, also oder das Wort sozusagen, an ein abstraktes Bild umzusetzen. Also ich sage, die für mich persönlich extrem gut funktioniert. Aber ich finde, als du anders ist. Das heißt, mir geht es mal an erster Stelle wirklich darum, nur nicht anzugehen, wie möchte die Magie an, wie sehen die verschiedenen Dinge aus, mir einfach mal ein bisschen zu erklären, was ist alles Magie. Und sich kann ich sagen, okay, yes, wenn da Vorstellungskraft probiert, mit Symboliken unterstützt, an die Richtung zu bringen oder mental Schwingung darüber auf das Ziel erstellt, da sieht er magisch in der Weg. So auszudrücken. Das heißt, ob der Ludo ein großes Studium gemacht hat davon oder das einfach so nebenbei gelehrt hat, weil die Eltern nicht schon machen und nicht einfach zum Alltag gehört, das ändert nichts daran. Fakt ist für mich, wenn es funktioniert, dann ist es das, was zählt. Und für Jitfrey funktioniert das besonders. Für mich ist es auch wichtig, daran eben darüber aufzupassen, dass du nicht an die Konkurrenzgeschichten ergeht. Magie ist besser wie Ding. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich eben will zum Schluss ausschwätzen, weil den des Öfteren zu dem Thema Magie kommt, ist, den ich gerne ein bisschen mehr weit will bringen. Und zwar geht die Frage wird mir ganz oft gestellt, was ist mit Magie alles möglich? Und dann verdienen eigentlich dazu kriegt als alles. Also du, wo man Grenzen haben, allein die Grenzen nicht an den magischen Techniken oder an der Magie und sich, auch schon gar nicht an der Energie und sich, mehr an unserer Vorstellungskraft, dass das machbar wird oder nicht. Das können teilweise Sachen sein, wo man so ethisch blockieren, was vielleicht auch teilweise gar nicht so schlecht ist. Ein anderer Punkt ist, wenn ihr die Leute das seht, besonders die aufhängende Matten oder die ein bisschen mehr nach die Level in der Wehu von wegen das anzusetzen, für wirklich nicht so mal ein Machtspiel daraus zu machen, da kommen natürlich Ideen auf, was sich die Leute so vorstellen, was sie alles machen, wenn sie bis die Magie so weit beherrschen können. Ganz viele Leute haben dabei nicht umschirmen, dass mit der Magie etwas Ernstes wie soll ich sagen, nebenbei lebt. Das ist die eigene mentale Entwicklung. Magie ist immer nicht mehr so stark, wie auch, wie soll ich sagen, ich gebrauche lieber das Wort mentale Entwicklung, wie auch auf Moral und Ethik umzugehen, weil dort sind so Richtungen, wo ich kann sagen, das sind Moralvorstellungen, die blockieren können, die einfach in einer gesunden Ethik und sich gar nicht dran sehen. Die eine gesagt, das wird Ethik positiv, den anderen das wird Moral positiv. Dafür sind wir ein bisschen vorsichtig. Aber wir können von Reife schwätzen. Das heißt, was er selber mir reif sieht, wird Magie auch eine ganz andere Konsistenz kriegt. Und eine ganz andere Weise hat, auch damit zu schaffen und auch anderes anzusetzen. Mir weil du durch mir reif sieht, hat er gar nicht mit dem Besoin verschiedene Sachen überhaupt umzusetzen. Das heißt, so gut, wenn der auf den Punkt kommt, wo er sagt, hey, du kannst die Stadt machen, was ich mal für 10 Jahre vorgestellt habe, hat er nicht mehr die Mentalität an die Kannerigkeit, sondern mal für zu sagen, dass du will ich umsetzen. Also, ich sage nur mal, ich will dir nur irgendeinem richtig Pest auf den Hals wünschen und sagen, so, und das würde ich vielleicht mal 10 Jahre haben, wirklich noch so etwas gegen die Person an, also dem ist aber wirklich mal einen auf den Deckel kriegen, wenn er dann mal mit der ganzen Sache und sich geschafft hat, für sich selber den Schwingungen noch anzupassen, die in dem Moment in der Weg sind, weil der könnte nicht hingehen, am Mengen, der kennt eine Magie, die
als einer ganz anderer Schwingung besteht. Und ich will auch nicht ob Themen ago wie niedrig schwingend an hochschwingend oder so, aber die haben einfach eine andere Konsistenz, die haben eine andere Power drin, die haben eine andere Affinität hat, und für um die Energie zu kommen, für magische Matten zu schaffen, müssen sich selber auch mal darüber erstellen und sich dahin entwickeln. Und das möchte ihn durch eine gewisse Reife. Und dann stelle ich fest, dass es uns ist egal, also wie dem geht. Das spielt gar keine Rolle, weil wir den einen anderen Fokus, andere Prioritäten. Und das ist unsere Stadt, was ich persönlich ganz interessant fand, wie oft ich bei den Leuten und den Dingen geraten sie von wegen, was alles machbar ist, aber die so, ja, da meine ich, aber da wirklich ein bisschen die patzig oder weiß. Oder dass sie noch selber gefragt gehen, dass von sie gemerkt haben, dass sie magisch recht schwanger weh aus. Hast du dann noch nie dem an dem? Nee, für was? Das hat einmal einfach ein Waschfeld und das hat gar nicht mehr die Rolle gespielt. Der Tisch meint nicht, dass der Magie könnt auf dem Level lehren und beherrschen, weil die geht immer aus anderen Ebenen. Der Tisch ist im Moment am Gang über die taoistische Version von der Magie ein bisschen etwas zu lehren. Die Schwätze von 9 bis 10 Ebenen und Manns, das sind dann nach Mädchen und 9 fällt schon ganz mehr. Nur gesagt mit 9 bis 10 Ebenen. Wenn die Low-Energie ist so mal aus der 5. oder aus der 6. Ebene hält, finde ich, du auch so schon den echten Uklang zu machen an das Thema 5 Dimension, dann hat er natürlich eine andere Konsistenz, wie wenn die an die 9 oder an die 10 oder so sicher geht. An dem Moment muss sich natürlich auch mal der Konsistenz und der Schwingung aufpassen. Das macht aus, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie selber mehr reif wird und dass sie dann natürlich auch nicht mit der Böse, man hat verschiedene Sachen zu machen, weil ihr merkt, dass Priorität den ganzen Zug anders das leihen. Also wenn ihr die könnt, und den erklärt erst von wegen, wie cool ihr magisch und wie als an hin hat so viel Macht an Tralala, könnt ihr davon ausgehen, dass die nicht aus denen wirklichen powervollen, also wo den wirkliche Power dran sitzt, aus denen Energien rausschöpft. Bedeutet, dass er keine Kraft hat. Nee, absolut nicht. Er muss viel mehr Energie schöpfen, für etwas zu erreichen, was dann, wenn dann eine andere Dinge in der Weh, an einer anderen Ebene in der Weh wäre, was dann du kennt, mit ein bisschen Energie dann dem Moment erreichen, aber was dann da vielleicht nicht mehr weit erreichen, weil er dann auch mental in Zustand in der Weh wäre, also auch da eine gewisse Reife entwickelt hat. Das ist auch da, also drei Quantität und Qualität, dass Qualität mehr große Dinge möchte. Und auch von den an den qualitativen Richtungen auch mal ein Ritual hat, das den regelmäßig durchfeiert, einfach auch für einen Rhythmus zu holen, für eine Konsequenz dran zu holen. An dem Sinn, das heißt nicht, dass sie dann trotzdem nicht die Fähigkeit hat, für die Energie an einem Moment, wo sie notwendig ist, auch zack können umzusetzen, ohne nach lang ob Techniken oder ob Methoden muss zugreifen, für überhaupt die Energien umzuziehen, genug zu sammeln, für das überhaupt können umzusetzen. Ich hoffe, das gibt ein bisschen einen Blick, also eigentlich so kurzen Tour, ein bisschen, wie so, nicht geschichtlich mehr, wie das ausgesehen hat, wo ich so bei Wege mit und ein bisschen den Tour durch die verschiedenen Sachen, die es gehen. Was kann ich da noch dazu sagen? Das ist noch vielleicht eine Sache so viel, okay, gehört dann nur Hexerei zum Beispiel zu der Magie. In den Hexid, mit Ritualer schafft, das ist natürlich das auch Magie. Darüber werden natürlich ein paar mehr Bücher finden, wie über das andere Thema von der Magie. Du könnt auch noch, wenn du auf der Sicht seht, noch Bücher, da wird auch noch ein ganz anderes Thema geraten. Das sind all die Sachen von welchen paranormalen Fähigkeiten. Die sind so mit Grenzbereich von wegen, also deine Fähigkeit, also deine magische Fähigkeit, da scheiden sich die Geister. Für mich verlaufen die Grenze wirklich an in denen eine wirklich Kapazität, eine Fähigkeit entwickelt wird an irgendeiner Richtung. Das kann teilweise sein, dass es einfach die eigenen Sinne sind, die als Normen herausgewusst sind. Das ist noch ein ganz anderes Thema. Mit kann aber auch effektiv sein, dass sie mental gelehrt hat, verschiedene Energien ein bisschen auf Anhieb zu triggern, was dann natürlich eine magische Fähigkeit sozusagen. Und auch dem Moment fällt es unter das Paranormal, weil es über den Normen ist, also paranormal in dem Moment. Ich hoffe, dass ich den Tour gemacht habe.
Ich werde vielleicht noch auf verschiedene magische Themen angehen, auch über die verschiedenen Richtungen vielleicht mal spatzen. Und wenn das ist, auch das Paranormal, werde ich natürlich noch ein bisschen rausheben. Und wenn wie immer von der Frauen hat, wann schläft han los, man für dass ich weiß, auf was für eine Richtung ich Podcaste kann machen, die auch für recht interessant sind und auch lehrreich sind. In dem Sinn, wie immer, vielmals merci für das Lauschen. Schöne Mitten, schönen Abend, a gut Nacht.